Hast du auch schon den Ausspruch gehört oder vielleicht selber auch gesagt, das ist mir heilig? Also das muss genau so zu dieser Zeit, genau in dieser Reihenfolge oder das möchte ich nicht verändert haben. Das ist mir heilig. Das ist gibt auch die negative Seite, wo man vielleicht mal ab und zu hört, wo man sagt, ihm ist nichts heilig. Ja, das ist keine positive Aussage, wenn man sagt, dem ist nichts heilig. Die Bibel redet davon, dass wir heilig sind, sollen heilig sein, sollen uns heiligen lassen. Lasst euch heiligen. Wie schon oft gesagt, bedeutet das ja eben, dass für einen bestimmten Auftrag von Gott zur Seite genommen. Und der Ruf eigentlich so, heiligt euch, könnte man auch anders übersetzen mit, stellt euch Gott zur Verfügung. Stellt euch ganz Gott zur Verfügung. Nicht besser als andere, aber bestimmter als andere. So sind Gegenstände, Ort, Gebäude, das Volk Israel selber geheiligt gewesen. Von Gott zur Seite genommen für einen Auftrag. Und Gott hat am Berg Sinai, am Volk Israel, da und gesagt, 2. Mose 19, 6, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Nicht besser, aber bestimmter. Mit einem Auftrag. Und Gott hat auch dich erwählt. Ich weiß nicht, ob du das schon spürst oder weißt, aber schon allein der Fakt, dass du da bist, zeigt, dass Gott dich erwählt hat. Eine Bestimmung hat, dich zieht in die Gemeinschaft, in den Ruf. Lass dich heiligen. Lass dich einsetzen. Stell dich zur Verfügung. Das macht dich einzigartig. Aber für manch einen macht es dich auch eigenartig. Einzigartig oder eigenartig? Es macht dich irgendwie anders, macht dich vielleicht auch komisch. Deinem Umfeld fehlt schlichtweg das Verständnis. Ihm fehlt das Verständnis für den Auftrag, in dem du stehst. Es fehlt ihm das Verständnis für das, was dir heilig ist. Für was dein Leben bestimmt ist. Für was du von Gott ausgesondert worden bist. Und das gibt ein Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld in deinem Leben, in deinen Umständen, in deinem Alltag. Jesus hat Folgendes gesagt: Die Welt würde euch lieben, Johannes 15, 19, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Okay? Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Und das ist der Grund, warum sie euch hassen. Jetzt Hass ist ein brutales Wort, gell? Vielleicht erlebst du jetzt nicht gerade Hass in anderen Kulturen und Umfeldern. Ja, da sieht es dann schon so aus. Bei uns würde ich mal sagen, es ist ein Unverständnis, es belächelt, ja. Und Paulus ratet der Gemeinde in Rom Folgendes: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet umgestaltet durch die Erneuerung eures Sinnes. Okay, also wenn ich nicht gleichförmig bin, dann passiert etwas. Eigentlich möchte ich ja schon reinpassen, eigentlich möchte ich schon so nicht auffallen, so die Form wahren. Nicht gleichförmig, seid nicht gleichförmig. Das bedeutet vielleicht auch, dass man anecken. Es passt einfach irgendwie nicht immer. Das ist noch herausfordernd. Und da gibt es ein Spannungsfeld. Gleich und gleich gesellt sich doch gern. Und jetzt sollen wir nicht gleichförmig sein. Wie bringen wir das jetzt rein in meinen Alltag, in
in mein Leben hinein, oder? Die Herausforderung, das Spannungsfeld. Ich möchte kurz einen Anlauf machen, um das Thema nachher miteinander abzuschliessen, dass wir das Spannungsfeld verstehen und den Umgang auch mit dem Spannungsfeld. Gehen wir in die Geschichte vom Volk Israel. Gott hat das Volk Israel vom Abraham beginnend auserwählt und eingesetzt in einen ganz besonderen Bund mit ihm. Und der Bund, um den Bund sichtbar zu machen und wirksam zu machen, hat er ihnen Gesetze gegeben oder Ordnungen gegeben. Und die Gesetze haben sie von den anderen Völkern komplett unterschieden. Anders als alle anderen rundherum haben sie plötzlich eine Unförmigkeit bekommen in den Ordnungen Gottes, komplett anders als ihr Umfeld. Und Gott hat ihnen die Gesetze gegeben, nicht nur, damit sie sich unterscheiden, sondern dass sie, durch das sind sie auch abgesondert gewesen. Und für manche Außenstehende sonderbar. Ein sonderbares Völkchen, die Israeliten. Die machen alles anders als wir. Schon das erste Gebot, das Gott geht, hey, nur ein Gott. Wie bitte? Das ist ja limitiert ja extrem, oder? Nur ein Gott. Und kein Bildnis. Ja, wo ist denn der Gott? Ein unsichtbarer Gott. Wo soll man denn hingehen beten? Ja, dort, wo du stehst. Alles anders als das Umfeld, das gerade in der damaligen Zeit gepflegt hat. Gott hat sich ein Volk geschaffen und dort am Berg Sinai Ordnungen gegeben, wo sie einzigartig gemacht haben und für das Umfeld ein bisschen eigenartig. Die Gesetze, die Gott gegeben hat, können unterschieden werden in verschiedene Gruppierungen. Das eine ist das Moralgesetz. Und die moralischen Gesetze sind Dinge, die universell gültig sind und bis heute auch in Gesetzgebung ihren Platz gefunden haben. Also zum Beispiel, du sollst nicht töten, ist, glaube ich, ein gutes Gebot. Amen. Macht Sinn. Das ist ein moralisches Gesetz, das Gott gibt. Es gibt aber auch Zivilgesetze, also gesellschaftliche Ordnungen. Wie funktioniert das? Zelt an Zelt und so. Und wie ordnet er die ganzen Regelungen und so untereinander? Dann gibt es Zeremonialgesetze. Also alles, was mit dem Kultus, mit dem Gottesdienst zu tun hat, mit Anbetung, macht es so und nicht so wie die anderen, sondern ich möchte, dass ihr es richtig macht, dass ihr es von Herzen macht, dass ihr es so und so macht, genau. Dann hat es Reinheitsgebot gegeben. Das hat dann in Bezug aufs Essen, auf Krankheit, auf Körperpflege, alles, was mit Reinheit, mit Hygiene zu tun hat, hat es auch Gebot gegeben. Und dann hat es noch spannende Gebote gegeben, nämlich Gesetz zur Absonderung. Zur Erhaltung von dem Volk. Ein Gebot zum Beispiel, finden wir da im 5. Mose 7,3. Nimm dir nicht deren Töchter, also von anderen Völkern, für deine Söhne und gib nicht deine Töchter ihren Söhnen. Keine Vermischung mit dem umliegenden Völkern. Und es hat Kleidervorschriften gegeben, dass man nicht verschiedene, also Baumwolle mit, gut, synthetisch jetzt hier noch nicht gegeben, aber mit anderen Wollen vermischen, kein Mischgewebe machen, sondern reine Gewebe. Also das ist natürlich blöd, wenn man auf den Markt geht und der C&A steht und H&M und die haben alle noch irgendwelche Mischungen und deine Kleider kannst du eigentlich nur daheim selber machen, oder? Es lohnt sich gar nicht, bei Zalando bestellen. Darfst du nicht. Selber nähen. Essensgebot hat es gegeben. Wenn du Essensgebot hast, ist es gar nicht einfach, irgendwo so spontan vorbeizugehen. Oder jemanden einzuladen. Zum Nacht. Ja, ist es koscher? Ist alles genau so, wie es Gott gesagt hat, gekocht worden? Sonst kann ich gar nicht kommen. Also, auch Gastfreundschaft wird eingeschränkt durch das Gebot. Gott sagt,
Denn ihr sollt mir heilig sein. Denn ich bin heilig, der Herr, und habe euch abgesondert von den Völkern, dass ihr mein seid. Okay. Boah. Einzigartig, eigenartig. Und mit allen Völkern, wo man Handel treibt, mit denen kannst du nicht einmal zur Nacht essen. Die machen alles falsch, die machen alles anders. Denen ihre Kleider können wir gar nicht posten, es sei denn, sie haben es gehört, wie wir es gerne hätten. Dann können wir es so bestellen und dann wird das geliefert. Gar nicht einfach. Und jetzt das Volk Israel, was machen wir mit diesen Geboten? Was machen wir mit diesen Gesetzen? Eins war klar, wir sollen es nicht brechen. Wir sollen uns daran halten. Die Juden hatten so Angst gehabt, ein Gesetz zu brechen, dass sie über die Gesetze gesetzt haben, damit im Fall, dass man das Übergesetz bricht, wenigstens noch nicht Gottes Gesetz gebrochen hat, wo noch eine Stufe tiefer liegt. Sie nennen das wie der Zaun oder die Hecke um die Torah. Also, wenn Sie durch Ebnat 50 fahren, ist das Gesetz. Damit es ganz sicher nie jemand bricht, machen wir ganz viele Schwellen, Allmeter Schwellen. Aber das könnte immer noch gleich noch einer wagen mit einem guten Auto. Man pflanzt noch Bäume in die Straße rein und man darf nicht einen Baum umfahren etc. Gut. Also man versucht alles zu verhindern, dass das, was wirklich zählt, nicht passiert. Und Gott hat oft auch seine Gesetze gross formuliert und nachher ist die Frage, ja, was bedeutet das jetzt genau? In der Torah gibt es ein Gebot, dass man kein Fleisch von einem Geissli, jungen Geissli, in der Milch von der Muttergeiss darf kochen. Der Grund ist, dass das ein heidnischer Kult war von den Kanaaniter. Und Gott gesagt hat, ihr macht das nicht. Das rituelle, kulturelle Ding von denen übernehmen ihr nicht. Ihr macht das nicht. Okay, alles klar. Jetzt ist aber die Frage, wie verhindern wir, dass das wirklich nie passiert? Wenn ich Fleisch esse und trinke dazu ein Glas Milch, woher weiß ich, dass das Fleisch nicht das Geissli ist von der Muttermilch, die ich jetzt gerade trinke und die vermischen sich in meinem Bauch? Also müssen wir das Gesetz machen. Nie Fleisch mit Milchprodukten zusammen essen. Immer separat. Okay. Aber was, wenn ich auf meinem Teller Fleisch esse, Geissli-Fleisch, den nachher abwäsche und später, 4 Stunden später, Milchprodukte, einen Käse, einen Geissenkäse essen, auf dem gleichen Teller und es hat gleich noch irgendwo Partikel von dem Fleisch dran gehabt, weil jemand nicht gut abgewaschen hat. Okay, könnte passieren, oder? Also, ein weiteres Gesetz, nämlich jeder Haushalt muss immer 2 Geschirrservice haben und 2 Kochtopfservice. Und auf dem wird nur Fleisch gegessen und gekocht. Und wenn es Milchprodukte gibt, müssen wir andere Teller nehmen und andere Kübel nehmen, um das zu machen. Und das ist bis heute so. Die orthodoxen Juden haben immer 2 Service daheim und Milch und Fleisch wird nicht vertauscht oder zusammen gegessen. Schön alles separat bis heute. Jetzt, dass das heute wirklich noch könnte passieren, dass die vom gleichen Tierli und so Mutter, Kind, ist ja nicht so wahrscheinlich, oder? Aber damals in einem Zelt mit einer Herde vor der Tür ist ja das noch eher nach gewesen, oder? Gut. Jetzt Gott hat aber nie so etwas gesagt. Gott hat es nicht so kompliziert gemacht. Aber sie haben sich in ihren Gedanken
Übergesetz geschaffen. Zu Jesu Zeit sind all die Gebote, die Übergebote mündlich überliefert gewesen. Und erst 200 nach Christus sind die in der Mischna zusammengefasst worden, mal schriftlich erfasst worden. Das Gottesgesetz war immer schriftlich gewesen, die Übergesetze nicht. Und die Pharisäer haben eigentlich von Jesus erwartet, als neuer Rabbi, da, als gross Auftretender, dass er weitere Löcher in dieser Hecke für sie schließt. Weitere Problemfelder, die passieren könnten. Und ihre Fragen sind immer ein bisschen dort angegangen, ja, wie lösen wir denn das, wie lösen wir denn das? Weil, sie haben selber gemerkt, da gibt es immer noch Möglichkeiten von Fehlern, die man machen könnte. Das wird ja hochkompliziert. Und Jesus hat ihnen mehrmals versucht zu sagen, das funktioniert so nicht, ich bin nicht für das gekommen. So hat er ihnen gesagt, schaut, ich bin nicht gekommen, um auf ein altes Kleid einen neuen Flick zu nähen. Das verreist. Das verhebt nicht. Oder neue Wein in alte Schläuche hineinzugiessen, das wird es verjagen. Also euer ganzes System, das ihr euch aufgebaut habt, wird nicht verheben. Und ich bin nicht gekommen, einen weiteren Flick an eure Hecke anzumachen, die ihr euch aufgebaut habt. Sondern ich bin gekommen, um das Gebot und Gesetz zu erfüllen. Ich bin gekommen, etwas Neues zu schaffen. Für das erfülle ich das Alte. Und Jesus hat nie die Torah, das Gesetz Gottes, gebrochen. Aber er hat durchaus die Übergebote teilweise dann übertreten. Und so lesen wir manchmal in den Aussagen Jesu, wenn er sagt, ihr habt von den Vätern gehört oder ihr sagt das, ich aber sage das. Dann spricht er über so Übergebot. Und wenn aber Torah gefordert wird, dann sagt Jesus, was sagt das Gesetz? Oder es steht doch geschrieben das. Oder? Das heisst, dort wendet er eine andere Art, wie er darüber redet, an. Das Gesetz vom Sabbat zum Beispiel. Du sollst den Sabbat heilig halten. Das ist mehr oder weniger alles, was man in der Torah findet über den Sabbat. So die konkreten, was genau müssen wir jetzt machen? Was bedeutet das, am Sabbat ruhen? Gut, der eine muss man da nicht sagen. Die ruhen da unter der Woche. Nein. Sie sind ständig in der Ruhe. Aber was bedeutet das genau, den Sabbat heilig halten? Und so hat das Volk Israel unter den Pharisäern und den Schriftgelehrten Hunderte von Geboten zu dem Gebot entwickelt. Was das genau bedeutet, wie weit darf man laufen, wie viel darf man tragen, ist denn das erlaubt noch zu kochen oder müssen wir fasten an dem Tag? Und wenn jemand ins Loch aber keine Dörfer rausziehen, dann muss man ihn unten lassen. Ist das schon Arbeit, ist das nicht Arbeit? Und Hunderte von Geboten so entwickelt worden. Wir kennen das nicht mehr so in dieser Art, gell? Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, der Ruhetag kommt, der Sabbat kommt. Gott möchte einfach, dass sein Volk, anders als alle anderen Völker, einen Tag in der Woche sich selber und seine Sklaven und den Tieren einfach Ruhe gönnt. Nicht arbeiten, anlegen, Beine auflegen, easy, chill. Alle anderen haben das nicht gemacht. Okay. Und jetzt stell dir vor, der Sabbat kommt. Und du hast 1500 Gebote, wo du könntest übertreten. Wo du musst schauen, dass du nicht übertretest. Und deine Familie schaut auch, dass du die nicht übertretest. Ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, ich wäre froh, wenn der Sabbat vorbei ist. Und es einfach wieder normal läuft, oder? Anstatt einen Ruhetag zu finden, wird der Sabbat zu einem Stresstag. Hey, hallo, oh, wie weit bist du gelaufen? Du bist schon zu weit gelaufen, oder? Nein, du darfst jetzt das nicht machen. Nein, so, stell dir vor, der Sabbat war sozusagen übersät mit Fehlerquellen potenziellen.
ist das noch schön, so einen Sonntag durchzugehen, so miteinander? Vom Morgen bis am Abend. Und Jesus hat gesagt über den Sabbat, dass all die Themen immer wieder aufgekommen sind. Das Sabbat-Thema war immer wieder ein Thema, ein grosses Thema in den Gesprächen mit Jesus und den Pharisäern. Und Jesus hat dann gesagt, Markus 2, 27, hey, checke das denn nicht? Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Ihr lebt nur für das Gebot, aber das Gebot ist für euch, dass es euch gut geht, dass ihr euch gut schaut, dass ihr dem Sklaven freigebt. Und ja, dann kocht halt niemand. Aber, Also Gott hat sein Volk beauftragt, heilig gesprochen, einzigartig gemacht, ausgesondert, berufen, sich reinzuhalten von dieser Welt, um ein einzigartiges Volk zu sein, das zusammenhält und zusammenbleibt, damit aus ihm raus denn der König Jesus, der Messias, hervorkommen wird. Ich bin überzeugt, dass ohne all die Ordnungen und Gebote, ich weiß nicht, ob es Israel noch gegeben hätte, wenn man sich einfach vermischt und hört und so. Und wenn man jetzt in der Geschichte schaut, oder? Die letzten 2000 Jahre, das Volk Israel hat durch die Ordnungen, die Gott gegeben hat, sich auch erhalten. Obwohl sie zerstreut waren in alle Nationen, haben sie sich heilig gehalten, haben sie sich abgesondert, haben sie sich zusammengetan. Und wo das Land Israel wieder aufgegangen ist, die Möglichkeit, wieder heimzugehen, 1948, aus allen Herren Ländern plötzlich sind sie gekommen. Und woher weißt du, dass du Jude bist? Woher weißt du, ja, das ist meine DNA, das ist mein Leben, das ist mein Sinn, ich gehöre zu dem Volk. Die Hunnen und Germanen und all die haben sich schon lange vermischt in alle Herrenvölker, Länder. Und Bestimmung teilweise auch verloren. Das Volk Israel nicht, das ist spannend. Okay, das mal so ein bisschen die Geschichte vom Volk Israel und ihre Problematik, in der sie gestanden sind. Und all die Gesetze, die sie gemacht haben, sich selber aufgebürdet haben, den Stress, den sie haben, auch bis heute, alles ordentlich richtig und so. Und macht sie einzigartig, aber auch eigenartig. Aber Gott hat das alles geplant und hat sie bestimmt für Zeit und Epochen, um sie wieder zu erwählen, um sie abzusondern, um sie wieder zurückzurufen und ihnen dann das Nächste, was wir kommen, die Augen zu öffnen. Die Augen zu öffnen über den Messias, den Retter. Jetzt aber wir sind nicht das jüdische Volk. Wir sind die Berufenen aus den Heidenvölkern. Du bist ein Heid. Ein berufener Heid. Amen. Und die Gebote, wo Gott Israel gegeben hat, gelten im grössten Teil uns nicht. Wir dürfen synthetische Fasern mischen, wir dürfen Menschen von anderen Kulturen heiraten und wir dürfen Raclette und Fondue essen, so viel wir wollen, ohne schlechtes Gewissen. Amen. Das kommt jetzt wieder die super Zeit, oder? Das funktioniert. Und wir müssen uns dann die Gedanken nicht machen, die sie sich gemacht haben. Die Gesetzgebung am Sinai war für das Volk Israel bestimmt. Sie zu heiligen. Uns gilt es in dem Sinn so nicht. Aber Gottes Gesetz ist immer noch gut. Und perfekt für den Sinn, wo es bestimmt war, für eine Zeit, die gegeben war. Auch wenn ich vor 2-3 Monaten schon mal das mal ein bisschen visualisiert habe, ist, dass das Gesetz nie dazu da war, um Menschen zu retten. Dazu braucht es einen Retter. Jesus Christus, unser Herr, kommt in die Welt. Die
Grundlage ist von Anfang an Gnade durch Glauben gewesen. Immer. Aber für eine gewisse Zeit, um das Volk Israel zu ordnen und in Schach zu behalten und vorzubereiten für ihren großen Auftrag, die Landeplattform für Jesus Christus zu sein, haben sie diese Ordnungen gehabt. Und das hat sie ausgesondert, geheiligt, gereinigt und parat gemacht. Die Schriftgelehrten haben, wie gesagt, hätten gern gehabt, dass Jesus ihnen hilft, weitere Löcher zu stopfen. Und Jesus hat gesagt, nein. Und ich sage euch gerade noch mal etwas. Also, ihr geht davon aus, dass eure Messlatte, eures Übergesetz an eurem Zaun, die 3., 4. Linie, die ihr schon gezogen habt, dass die euch schützt. Dass ihr durch das gerecht sind vor Gott. Weil wir haben ja, im schlimmsten Fall brechen wir das, aber da hinten haben wir sicher noch nicht gebrochen. Und Jesus setzt die Messlatte noch höher teilweise. Und also, das ist ja noch krasser, noch schwerer, noch schwieriger als das, was Gott gefordert hat. Du sollst nicht die Ehe brechen. Und Jesus sagt, okay, das ist richtig und so, aber ich sage euch, wenn ihr schon nur eine andere Person lüstern anschaut, habt ihr schon die Ehe gebrochen. Wie bitte? Ich habe gemeint, wenn man es einfach dann wirklich macht und dass wir das wirklich nicht machen, dann machen wir ganz viele Gesetze, damit wir ja nicht irgendwo überhaupt in Versuchung kämen. Aber Jesus sagt, nein, das fängt schon viel vorher an. Mit anderen Worten, alle müssen erkennen, ich glaube, so aus eigener Kraft schafft es, glaube ich, keiner. Jeder Versuch, das Gesetz zu erfüllen, ist zum Scheitern verurteilt. Wir alle brauchen Gnade und wir brauchen Wahrheit, die von Christus kommt in die Welt. Wir haben die letzten Sonntag ein paar Halbwahrheiten miteinander angeschaut. Und in diesen Regeln, in diesen Ordnungen in diesem Volk sind so viele Halbwahrheiten da gewesen, so viele Ordnungen, wo Gott nie gesagt hat, wo alles kompliziert und gestresst haben. Und jetzt, wie gesagt, du und ich, wir gehören nicht dazu. Wir sind eine andere Generation, ein anderes Volk. Aber weißt du was? Gottes Gedanke, Gottes Wunsch für dich und für mich hat sich nicht verändert. Auch uns ruft er immer noch zu, heiligt euch. Also stellt euch zur Verfügung für mich. Sind heilig. Macht es anders. Der Ruf gilt auch uns. Und jetzt sind auch mehr herausgefordert. Ja, was heißt denn das? Der Petrus ruft im 1. Petrus 2,5: Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Okay, ist auch wieder so, okay. Aber irgendwie kommt das uns bekannt vor, oder? Woher hätte Petrus die Verse? Und im 9. Vers doppelt er noch an. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die Verse kommen uns bekannt vor. Die haben wir doch vorher in Mose gelesen. Gott hat genau das Gleiche am Volk Israel gesagt. Und jetzt kommen die Verse und gelten auch den Generationen nach Christus, auch den Heidenvölkern. Die Absicht Gottes also, dich für sich zur Seite zu nehmen, bestimmt zu sein, beauftragt zu sein, zur Verfügung zu stehen für unseren Herrn. Was heisst denn das? Geistliches Opfer.
Wie lange muss ich da auf den Knien sein? Bis es als Opfer gilt. Okay, sobald mir die Knie wehtun wahrscheinlich. Aber wie fest müssen wir wehtun, bis ich... Und wenn darf ich wieder aufstehen? Wie viel bettest du eigentlich, Bettina? Sag mal, wie viele Minuten pro Tag? 7 Stunden. Meinst du, ist das genug? Oder? Ja. Würde auch 7,5 drin liegen, wäre das heiliger? Wir Gläubigen sind ja auch schnell in dieser Gefahr. Was genau bedeutet das jetzt, so ein Leben? Wir sind ja mitten in dieser Welt, aber wir sollen nicht von dieser Welt sein, hat Jesus gesagt. Weil wenn ihr in dieser Welt, von dieser Welt wäret, würden sie euch verstehen, aber sie verstehen euch nicht. Und ja, was bedeutet das jetzt anders zu sein? Also anecken will ich persönlich nicht. Oder ist das meine Berufung? Auf Missgunst oder auf Unverständnis stoßen will ich nicht, aber gehört das vielleicht einfach zum dem Ruf, zu dieser Berufung? Sonderbar zu sein, eigenartig zu sein, einzigartig bei Gott, eigenartig in der Welt? Oder will ich lieber einzigartig in der Welt sein und eher so ein bisschen eigenartig bei Gott? Das ist eine Entscheidung, die mich echt herausfordert, die ein Spannungsfeld erzeugt. Denn was uns jetzt neu und der Ruf, der nachher im Neuen Testament durchhält, heilig macht oder anders macht, uns in die Rollen hineinführt, ist nicht mehr ein äußerliches Absondern, sondern ein innerliches, herzensgeistliche Veränderung. Der Paulus sagt, der Römer dort am ersten Vers, tönt euch absondern, indem dass ihr euren Sinn, eure ganze Gesinnung verändern lasst von Gott. Einen neuen Blick bekommt. Und das verändert eure Haltung, eures Herz. Also nicht mehr eine äußere Absonderung, wobei wir müssen nicht jeden Modetrend mitmachen, aber wir müssen uns auch nicht eigenartig verkleiden, damit wir ganz sicher anders aussehen als alle anderen. Haben wir mit jemandem geredet, oder? Frauen müssten Röcke anlegen. Er hat gesagt, ja, wie lange denn der Rock muss sein? Oder, dann hat die Person gesagt, schau mal, ich habe auch jetzt einen Jeansrock an. Also eigentlich noch, schon modern, aber es ist immer noch ein Rock. Und dann habe ich gesagt, ja, aber bist du sicher, dass der Herr Jeans gern hat? Oder hättest du doch bei Manchester bleiben müssen? Hat sie mich ganz gross angeschaut. Unsicherheit ist aufgekommen. Dann hat der Mann, der mit mir geredet hat, gesagt, ein Mann muss einen Bart haben. Amen. Damit er wie ein Mann aussieht. Der Christoph hat schon mal angefangen. Nein, ich muss sagen, ja, also grundsätzlich hoffe ich, dass man sieht, dass ich ein Mann bin, aber ich habe einen Bart. Er ist einfach sehr kurz. Und die Frage ist eben dann natürlich wieder, wie lang muss ein Bart sein, damit er als Bart gilt? Erst wenn er da unten ist, oder und darf man ihn schneiden, oder geht es einfach von allein aus? Oder also, wir sehen, das wird echt kompliziert. Aber wir müssen Gottes Herz und Gottes Plan und Gottes Sinn hinter all dem verstehen. Seine Liebe und Güte und seine Absicht, uns bewusst, eigenartig und sonderbar zu machen. Warum? Damit wir nicht werden wie die Gott nicht kennen und nicht lieben. Dass wir das Ziel erreichen. Dass wir, wie im Psalm 73 steht, erkennen, dass es in dieser Welt nichts gibt, wo wertvoller ist als er. Dass auf dieser Welt mir nichts geboten werden kann, wo mehr Gewicht hat als er. Denn alles, was in dieser Welt ist, wird vergehen. Aber er bleibt. Und
Am Schluss zählt nur, wenn dort die Herrlichkeit in die Ewigkeit aufgeht, dass dort einer steht, der sagt, willkommen. Wie es im Psalm 73 heißt, du nimmst mich dort mit Ehren an. Und darum, was habe ich im Himmel und unter der Erde? Wenn ich dich habe, habe ich alles. Und mir fehlt es an nichts. Und mir ist so neu bewusst worden, auch im Studium eben vom, habe ich gar nicht predigen, aber Psalm 73, so neu bewusst worden, dass der Gedanke, habe ich in diesem Leben etwas verpasst oder verpasse ich etwas in diesem Leben, wird überflüssig, wenn du Jesus gefunden hast. Wenn du ihn hast, hast du alles. Dann wird die Frage überflüssig. Du darfst trotzdem vieles haben, wir haben vieles. Aber unser Wert, unser Glück ist in ihm. Der Abschluss der letzten Predigt können wir nochmal nachlesen. Mein Glück ist doch in ihm. Wenn ich dich habe, was suche ich noch nach Schätzen? Ich habe nichts verpasst. Obwohl ich geschnitten worden bin vom Lehrer, obwohl ich nicht unterstützt worden bin von meinen Eltern, obwohl ich aus meinen finanziellen Gründen nicht alles machen konnte, was ich wollte. Aber wisst ihr was? Ich habe ihn gefunden. Und der Weg, den er mich geführt hat, ist darum trotzdem gut gewesen, weil schlussendlich ich jetzt bei ihm bin. Und ich ihn kenne und er kennt mich. Und der Psalmist, der Asaf, sagt in dem Psalm 73, könnt ihr die Woche noch mal studieren, sagt er, am Anfang bin ich fast geschliffert, umgekehrt, weil ich gesehen habe, was die anderen machen und was ich mache. Und ich bin so anders abgesondert und die machen, was sie wollen und sind böse und freveln und nutzen aus und haben den Reichtum und denen geht es gut und ich nicht. Und dann sagt er, aber dann bin ich in die Gegenwart Gottes gegangen. Und dort plötzlich Erkenntnis. Und dann sagt er, ach, und ich bin wie ein Esel, ich bin wie ein Kamel, wie ein dummes Viech, sagt er, vor dir, oh Gott. Ich erkenne. Aber zum Glück hast du mich trotzdem lieb. Und ich folge dir. Und du hebst mich mit deiner rechten Hand. Und du führst mich zum Ziel. Und ob ich krank bin oder schwach bin, egal. Weil ich habe dich. Und mit dir habe ich alles. Ich habe nichts verpasst. Und ich verzeihe allen, die mich gehindert haben auf dem Weg, die mich bestohlen haben, die mich belogen haben. Ich habe ja dich gefunden. Ich brauche gar nicht mehr sonst. Amen. Also, wenn wir Gott verstehen, sein Anliegen verstehen, dann können wir nicht Gesetze aufbauen. Wie weit vorne rumhocken, um gesegnet zu sein. Also, das ist das Gebot in der FCG. Je weiter vorne, je besser. Darum sind Teenager immer zuvorderst. Amen. Eine gute Gewöhnung. Was ist heilig? Wie ist das als der Ausgesonderte zu leben, als der eigenartige Christ, wo alles anders macht, wo das Leben anders anpackt, wo andere Ziele hat, wo andere Werte hat? Ein Spannungsfeld. Nicht gleichförmig zu sein, aber der Ruf bleibt. Ein Lifestyle, wo du pflegst für dich vor Gott. Und der ist nicht immer kompatibel mit dieser Welt. Es ist eine Bestimmung. Und ich würde sagen, schaffet mir doch, und das ist der Ruf auch vom Neuen Testament, schaffet mir doch als Gemeinde, du als Person, ein positives Spannungsfeld in deinem Umfeld. Ein Spannungsfeld, das anzieht und nicht abstößt. Das ist die Challenge. Ein positives Spannungsfeld, eine Himmelskultur, aber so, dass sie anziehend ist und nicht abstoßend. Ist schon interessant, dass nach 2000 Jahren Absonderung Jesus kommt und sagt, so, jetzt ist gut. Jetzt neue Ordnung, neuer Ruf, Missionsbefehl. Bis jetzt schön im Gärtchen bleiben, nicht vermischen, nicht einladen, das ist nicht koscher. Und jetzt, neuer Befehl, Josia, Luisa,
Wir. Jetzt geht in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft. Und ruft Menschen in die Nachfolge. Lehrt sie, zu halten, was ich euch geboten habe. Liebet Gott und liebet eure Mitmenschen. Aber was bedeutet das? Ja, da müssen wir mal zusammenhocken, GL-Sitzung machen. Oder könnte es sein, dass Gott dein Herz verändern wird? Dass du verstehst von tief raus, Gott zu lieben. Weil er mich zuerst geliebt hat. Andere zu lieben, weil ich so geliebt bin, dass ich genug Liebe habe, auch die zu lieben, die meine Feinde sind. Das ist kein Gebot. Du musst deine Feinde lieben. Okay, probier's. Schaff es nicht. Oh, gebrochen. Ein verändertes Herz ist die Aussonderung, die Reinheit, wo Gott uns neu schenkt durch seinen Heiligen Geist. Wo wir dürfen Erfahrung machen und für ihn leben in dieser Welt. Aber wir mischen uns voll ein. Wir mischen uns ein. Wir ecken an. Wir prägen mit. Wir verändern Kulturen. Amen, Josia? Saudi-Arabien ist gefährdet. Wenn Josia und Luisa, wer weiß, dort ankommen, und viele mehr sind schon dort, die werden anecken. Sie werden Veränderung bringen, sie werden prägen. Christen sollten nicht durch Äußerlichkeiten auffallen, sondern durch innere, veränderte Herzen. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn Christen auf Äußerlichkeiten umhacken, anstatt ansteckend zu sein und Veränderung zu bringen in die Kultur, weil in uns innen etwas anderes tickt. Wir anders sind. Aber das Spannungsfeld bleibt. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Anders. Ein Auftrag. Lass dein Herz von Gott prägen. Ich hoffe, ich konnte heute Morgen das Spannungsfeld ein bisschen aufzeigen. In dem es in Israel gesteckt ist und ihre Hecken gebaut hat, in dem Christen stecken und ihre Hecken bauen. Anstatt zu verstehen. Und ich möchte dir Mut machen, damit das passiert in deinem Herz, dass du nicht Hecken bauen musst, dass du frei leben kannst. Du bist verwurzelt im Wort Gottes. Du musst wissen, was im Wort Gottes steht. Lass immer wieder drin, lass dich prägen. Bis im Gebet. Nicht damit Gott Freude hat, sondern damit du empfangen kannst. In seiner Gegenwart merken wir, oh, ich Esel, ich Kamel, ich dummes Viech, sagt der Luther. So ist es ja gemeint und nicht anders. Und bist verwurzelt auch in der Gemeinde. Denn da innen bleibst du einzigartig. Halleluja. Oh Gott, der eine oder andere ist auch eigenartig, aber das ist auch okay, weil wir einzigartig sind. Aber wir bauen keine Zäune, sondern wir bauen Türen, wir öffnen Fenster, wir geben Zugang zu dem, was Gott parat hat für dich und für mich. Amen. So, lass uns aufstehen, einen Moment noch vor Gott. Und du kannst ihm nur danken für die Freiheit, in die Christus dich befreit hat. Und vielleicht gibt es einen Zaun in deinem Leben, wo du selber aufgebaut hast, wo du dir selber Hürden gebaut hast und sagst, ich muss das machen zum Schutz, zu meinem eigenen Schutz. Aber könnte es sein, dass du gar keinen Computer, Internetseitensperrung brauchst, weil du ganz neue Sicht hast. Du musst nicht dir selber irgendwelche Hecken und Zäune bauen, sondern du hast verstanden und die Herrlichkeit und die Schönheit von dem, was Gott in dir tut, belebt dich. Und wenn du heute Morgen da bist und du kennst Jesus noch nicht, der die Freiheit bringt, du hast vielleicht nur das gesehen und gehört, wie Christen sind und gefunden, also so, das sicher nicht. Also wenn das Christentum bedeutet, dann würde ich das nicht. Manchester jeden Tag, oder?
Das ist nicht das Christentum, was wir oft in dieser Welt sehen. Hecken sind nicht von Gott. Herrlichkeit, Gegenwart Gottes ist da von Gott. Und für dich, wenn du das noch nicht kennst, lade ihn ein. Bitte in Jesus Christus, komm in mein Leben, hilf mir, dich so zu sehen, wie du wirklich bist. Und wir Christen, wo wir schon vielleicht länger unterwegs sind mit Jesus, Herr, hilf mir, zu erkennen, wo ich so komische Zäune habe, die du gar nicht willst, dass ich habe. Und ich vielleicht auch anderen auferlege und sage, das ist Pflicht, das ist mir heilig, wo es gar nicht heilig ist. Lass uns einen Moment von der Stille nehmen. Oh Gott, lass ihn reden zu dir, gerade jetzt. Bring ihm dein Herz. Vielleicht bist du unter viel geistlichem Druck auch erwachsen worden. Aber die Freiheit hast du da drin nicht gefunden. Jesus möchte heilen, was zerbrochen ist, dass du auch wenn es noch gute Regeln und gute Ordnungen sind, nicht aus den Ordnungen heraus lebst, sondern aus ihm heraus lebst. Dass er dir seine Sicht kann schenken heute Morgen. Danke, Jesus, für dein Wirken an uns jetzt gerade. Heiliger Geist, du kennst uns so gut. Deck du Verletzungen auf. Deck du Veränderung, was muss umdenkt werden. Schenke uns auch als Gemeinde immer wieder eine neue Gesinnung, einen veränderten Geist, ein geheiltes Herz. Amen.